Und somit kriegst du zurück zu Mass Effect 2. Wie in der ersten Episode am heutigen Tag schon erwähnt, habe ich jetzt was Bestimmtes vor oder was Gewisses und ich möchte kurz erzählen, was. Wir werden ganz kurz hier diese Galaxie verlassen und werden uns hier in Richtung hierher bewegen. Feuerfänger. Wir haben jetzt ein bisschen informiert. Ich wollte etwas machen, wo ich nicht jetzt gerade unbedingt etwas mit der Hauptstory anfange. Genau. Mass Effect 2 beinhaltet ja die Legendary Edition. Die beinhaltet ja sämtliches an Erweiterungen und so weiter und so fort. Und man könnte ich hätte mir gedacht, zuerst hätten wir gedacht, wir rekrutieren den Professor. Den könnten wir nämlich brauchen für etwaige wissenschaftliche Sachen mit Waffen und so einen Scheiß. Nö, da müssten wir auf Omega. Omega möchte ich dann, wenn schon machen, schau her. Wir können einmal umspringen. Wir haben ja Zeit. Nein, nicht wahr? Und ich habe mir gedacht, das wird so eine 40-Minuten-Episode. Ja, damit du auch was davon hast. Siehst du? Auf Omega finden wir den Archangel, den Professor und den Veteranen. Und Omega besitzt ja noch eine kleinere Geschichte nebenbei. Was ist denn da herunten? Ja, da zwiebelt was mal um. Egal. Und zwar, das machen wir jetzt nicht. Wir werden hier herüber springen. Als es Feuerfänger ist. Ich habe mich jetzt mal informiert in der Wikipedia. Und zwar das Feuergänger-Pack. Ja genau, Feuergänger. Der Feuergänger-Pack ist ein DLC für Mass Effect 2, der am 23. März 2010 veröffentlicht wurde. Er fügt dem Spiel ein neues Fahrzeug, 5 neue Aufträge, einen neuen Gegenstand für Shepards Kabine und, abhängig von bereits installierten DLC, 6 oder 7 neue Systeme und einen neuen Sternhaufen hinzu. Ne? Also getreu dem Motto Haufenprinzip wie bei die Ludolfs damals. Ne? Schon wissen. Ein neues Fahrzeug, 5 neue Missionen und kurzer Blick, Projekt Feuergänger, Rosalie verschollen. Müssen wir mal schauen, wo wir das finden. Galaxiekarte Gate-Überfall. Ah, das ist da. Projekt Overlord, ist das da auch dabei? Nö. Nö, Projekt Overlord muss was eigenes sein. Aber dazu später mehr. Ich werde mir da jetzt schnell etwas erlauben. Ich hoffe, das klappt jetzt ohne Probleme. So. Gut. Ich bin nebenbei noch ein bisschen am Deichseln mit dem PC umherum, dass ich da jetzt keinen Scheiß dazu. Wir reisen nun zum Phönixhaufen. Und ich bin mal gespannt, welcher der Ludolf-Brüder uns unter irgendeinem Haufen begegnen wird. Ja? Projekt Overlord ist da oben. Ich werde mich aber informieren, was sich da genau abspielt und das dann dementsprechend ins Let's Play irgendwie zu integrieren. Sagen wir es jetzt einmal so. Wir machen es so, wie ich schon in Mass Effect 1 gemacht habe. Wir werden zuerst, bevor wir in die Begleitermissionen etc. einsteigen, werden wir zuerst einmal viel rundum machen. Da ja die Spielstände von Teil 1 bis 3 fortlaufend sind, ne? Oder der Spielstand halt, ne? Das wird ja alles mitgenommen, egal ob es jetzt eine gute Entscheidung getroffen hast oder eine schlechte oder sonstige Entscheidungen, die dir nichts helfen. Der Phönixhaufen. Na, weißt du was? Wir haben halt schon 17 Minuten. Wir machen eine 30 Minuten Episode. Machen wir es so. Genau, ich will fair sein euch gegenüber. Oder vielleicht gibt es da eine Anomalie.
Trigestis ist ein Gasgigant, benannt nach dem ersten salarianischen Astronomen, der planetare Ereignisse anhand von Berechnungen anstatt nach Beobachtung vorgesehen hat. Er hat ein dünnes Ringsystem und 3 Monde, Psittacia, Norem und Bestia. Wolken in höheren Schichten werfen Schatten auf die untere Atmosphäre von Trigestis, die durch Methan und Ammoniak eine Azurfärbung aufweist. Man nimmt an, dass der Planet extrasolar ist und eingefangen wurde. Na, jetzt haben wir es benannt. Jetzt bist du wahrscheinlich gleich schlau wie ich, nämlich nicht. Sonde gestartet. Wow. Sonde unterwegs. Und offen und ehrlich gesagt, jetzt dauert das Fallout 4 Let's Play schon so lang. Ja, was soll ich sagen? Dann machen wir die Spielzeitstreckung da auch. Sonde unterwegs. Ist doch wurscht, mein Gott. Machen wir da. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Na bitte, selbst aus den bisschen haben wir was rausgekitzelt. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ich sag es. So, haben wir da. Da haben wir nichts. Sonde unterwegs. Eigentlich wollte man Zeit aufhören mit den Scheiß da. Aber irgendwie müsste es ja dann doch so weit machen, dass du genug zusammen hast, dass der wie das ist, ne? So. Sonde unterwegs. Der Himmelarsch, bist du bald abgebaut? Sonde unterwegs. Na komm. Sonde unterwegs. Mama mia, das ist wie Restel essen. So. Starte Sonde. Na komm. So. Sonde unterwegs. Und ja, Nuka, ich habe deinen Kommentar nicht vergessen mit den Tipps oder Hinweisen auf Sonde unterwegs. Element Zero. Ja, du weißt, was ich meine mit Element Zero Anhäufungen auf Planeten. Das habe ich nicht vergessen. Anomalie geortet. Ja, ich möchte nur schnell schauen, vielleicht kriegen wir da ein bisschen was. Sonde gestartet. Edi, du bist da so ein süßer Knopf. Sonde unterwegs. So. Sonde gestartet.
Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Ja, ich glaube, ich werd wirklich nochmal auf dein Kommentar zurückkommen, dass wir Element Zero auch nur haben für die Zukunft. Ich weiß, gell, du schaltest ein, weil du Feuergänger liest, gell, und dann hast du so einen alten Trottel, der da immer dumm tut. So einen alten Hosenscheißer. Ja, Entschuldigung, das ist das bin ich, mein Gott. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Hast so ein kleiner Scheißer am Planet und dann findest du überall Sonde was. gestartet. So zitzelweiß. Sonde unterwegs. Geil. Starte Sonde. Ja, mei, das Spiel hat auch so einen Stress, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich einen Stress hab, nach der Arbeit duschen und dann ab nach Hause. Ja, da habe ich einen Stress, ja, aber sonst. Sonde gestartet. Abgebaut. So, und jetzt suchen wir die Anomalie. Mhm. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Planetenscans haben Signale von Sensorkapseln empfangen, die auf der Oberfläche zurückgelassen wurden. Die Kapseln enthalten möglicherweise wertvolle Daten. Warnung, Oberflächentemperatur ist extrem niedrig. Empfehle den Hammer so wenig wie möglich der Kälte auszusetzen. Aha. Outfitwechsel? Ach so. Ja. 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 Warnung. Längeres Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. Was muss ich da jetzt machen? Hä? Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Na super. Ja, wie mir das gefreut. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja, ja. Hindernis geortet. Oder geht das weiter, ha? Bist du Moped? Na, Auto. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. So. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt.
Komm, 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 komm. Hindernis geortet. Ah, da muss ich weiter. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Achtung. Maschinentemperatur fällt. Wo muss ich jetzt hin? Warte mal kurz, es wartet da mal 2 Minuten oder Minuten. Hindernis geortet. So. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja, Hindernis geortet. der ist ja Achtung, schrecklicher. Maschinentemperatur fällt. Der ist ja schrecklicher wie, weiß ich nicht. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Achtung. Maschinentemperatur fällt. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja, geh doch in den Arsch mit deinen Parameter, du laufender Meter. Hindernis geortet. Wir haben's geschafft. Naja, gut. Hätten wir das erledigt. Boah, wir sind Spion. Schließen Sie 5 Missionen ab, die Sie durch Scannen bla bla blub. Ja, genau. Galaxiekarte öffnen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Massenportal. Sonden nehmen wir gleich mit. Blub. Feuergänger, Forschungsdaten beschaffen. Das machen wir auch gleich mit. Valor. Naja. Ah ja, ich glaube über... Okay, jetzt machen wir das einmal fertig und dann schauen wir weiter. Pam, 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 pam. Die Musik im Hintergrund hört sich eher auch nach so einer Wissenschaftsdoku. Anomalie geortet. Karumto ist ein erdgroßer Planet, der in einen undurchdringlichen Dunst aus Kohlendioxid und Asche gehüllt ist. Ist ein gnadenloser Ort. Aha. Na bitte, Rauchen kann gnadenlos sein. Erdbeben, vulkanische Gase und Staubwolken haben jede Besiedlung verhindert. Auch an seiner schwefelhaltigen Kruste hat bis jetzt noch niemand Interesse gezeigt. Nuka, nur weil ich jetzt da von Gasen geredet habe. So. Sonde unterwegs. Da geht's dahin, ha? Immer diese Gase. So. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Ja, vielleicht kriegen wir die Feuergänger-Mission komplett ein in der Episode. Sonde unterwegs. Kann nicht so schwer sein. Starte Sonde. Weil was sie uns schon erwarten? Außer nix, ne? So. Sonde unterwegs.
Sonde gestartet. So. Sonde gestartet. Boah. Sonde gestartet. Das war noch höher. Jetzt da. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Anomalie geortet, ja, da wird es aber noch nicht hin. Ich würde da zuerst das ein bisschen fertig machen, weitermachen. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Was wir auf jeden Fall machen müssen, Sonde gestartet. ab einem gewissen, also, ich wollte da, ja, lassen wir's. Ich habe eine Anomalie geortet. Ich weiß, Edi, mein. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Wow. Forschungsstation im Inneren des Vulkans auf der Planetenoberfläche geortet. Die Datenspeicher der Forschungsstation sind noch aktiv und enthalten möglicherweise wertvolle Informationen. Warnung, Vulkan ist instabil. Äußerste Vorsicht ist anzuraten. Na sicher. Ja, genau. Mhm. Also wie du siehst, unser Team ist relativ groß. Es wird noch eine Zeit dauern. Mhm. Achso, haben wir wieder 2 Punkte zu vergeben. Diese Munition hat eine stärkere Störwirkung, sodass sie Schilde durchdringt und synthetische Feinde nach einem direkten Treffer kurzzeitig handlungsunfähig macht. Ja, das ist unsere Bundesregierung auch, also von denen her brauchen wir gar nicht weiterreden. Betäubungsschuss. Aber das kann ich noch nicht nehmen. Und nehmen wir das. Achso. Jacob. Das super mal beim nächsten Mal machen. Schneller Wett. Und jetzt wird uns verraten, wir müssen uns beeilen, also sonst schmilzt dem Vehikel das Hirn weg, ne? Primärsysteme online. Widrige geothermale Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Aha! Ah, das ist ja wirklich Knight Rider für Arme, ha? Warnung. Gebiet wegen instabiler vulkanischer Aktivität gefährdet. Na, wirklich? Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Mei. Das mit dem Rauchverbot, das wird vielleicht später mal ein Running Gag am Kanal. So.
Und die haben mir schon Sorgen gemacht, wir kriegen zu wenig Material zusammen. Gut, da habe ich mich getäuscht. Na komm, na komm, na komm, na komm. Evakuierung abgeschlossen. Ja. Ach du meine Güte. Das ist ja eher schon wie Arsch. Ja. Ich kann nicht dabei speichern. Jetzt da. Wo muss ich da jetzt hin? Da auf. Okay. Na nicht. Na nicht. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ich glaube, da ist das, die Forschungsbasis. Na, Eingang zur Forschungsbasis voraus. so. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Das ist so geil. Mit Feuer mit dem Rauchverbot. Okay. Aha. Der Michael Docking Bay war auch da. Na bitte. Nö. Ich hatte recht. Diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. Oloy und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ich lasse nicht zu, dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert. Die Geth, die Reaper, sie alle, sie müssen aufgehalten werden. Aha. Wir haben da irgendwo einen Spind. Log von Dr. irgendwie. Dieser höllische Planet ist eine Sternenkarte, die zu einer proteanischen Fundstätte von immenser Bedeutung führt. Dr. Blabla und ich haben nur wenige Stunden, um so viel wie möglich zu bergen, bevor die Bedingungen so gefährlich werden,
dass wir abbrechen müssen. Wir haben zu spät herausgefunden, dass unser Energieraster die vulkanische Instabilität verstärkt. Wenn wir nur mehr Zeit zur Untersuchung hätten, ich bin sicher, dass hier der Schlüssel zu allen Geheimnissen liegt. Zu allen, verfluchter Planet. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Empfehle sofortige Abreise. Naja, Zeit zu down. gehen. Wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von immenser Bedeutung entdeckt. Das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jedweder Daten höchst riskant. Na bitte. Also so tragisch kann das einstürzende Gebäude jetzt nicht sein, wenn wir die Zeit haben, dass wir das Datenbett noch lesen. Ja, und jetzt? Achso! Mineralienvorkommen entdeckt. Das bin ich. Laden oder fortfahren? Wollen wir mal fortfahren? Das letzte Mal haben wir Laden probiert. Ah. Alter. Bitte behalten Sie während des Einsatzes alle Körperteile stets innerhalb des Fahrzeugs. Ja, das ist genau mein Humor. Ah! Du Scheißbixen! Mineralienvorkommen entdeckt. Ja, scheiß drauf. Jetzt siehst du mit 3000 Mal verrecken wahrscheinlich. Bitte behalten Sie während des Einsatzes alle Körperteile stets innerhalb des Fahrzeugs. Nein. Und ja, ich liebe so einen Humor. Das ist genau mein Word. Grutze 15! Mineralienvorkommen entdeckt. Ja, so viel Zeit muss sein. Tiefenschärfe schaut scheiße aus, gell? Bewegungsunschärfe braucht man auch nicht. Sättigung. Na bitte. Jetzt haben wir es benannt. Na, kein Fütter. Schweinswatschen. Warzen, so. Aha. Jetzt sind wir unter den Boden geglitscht. Ja, das ist genau ein Thumbnail, was ich brauche. Es ist bunt, es ist abgedreht und es ist, ja, es ist einfach da, gell? UI verbergen. Das schaut geil aus. Da. Und jetzt
Frohes Sterben. Schau. Also ein bisschen Geduld brauchst du schon für den Scheiß. Aha. Du ausgesaugte Hühnerkacke. Vorkommen.